Guten Morgen, herzlich willkommen im ICF Basel. So gut, dass du schon eingeschaltet hast. Hey, es ist der zweite Advent. Zweite Advent, ein Lichtlein brennt. Ich habe eine Frau, die sehr, sehr gerne Weihnachtsdekoration noch und nöcher ins Haus hineinbringt. Und ich selber, ich merke, ich halte nicht wahnsinnig viel davon. Und trotzdem wird mein Herz warm, wenn hier wieder ein Licht leuchtet. Und ich habe jetzt eine Schmine daheim und mein Bub sagt jeden Abend, Papa, machen wir heute ein Feuer. Und so sind wir zum Beispiel gestern Nachmittag vor dem Feuer gehockt und haben Mandarinchen und Erdnüsse gegessen. Und ich habe gemerkt, hey, ich komme auch langsam in der Weihnachtszeit an. Und so lade ich dich auch ein, lade dich auf die Weihnachtszeit ein, lade dich auf den zweiten Advent ein. Wir haben heute wieder eine Christmas-Serie, Celebration, die läuft. Weihnachten neu erleben. Der Ralf wird predigen zum Thema Glauben als Herausforderung. Und ich lade dich auf die Weihnachtszeit ein und tue vielleicht auch noch etwas dafür, dass es daheim ein bisschen weihnachtlich wird. Auch wenn es nicht dein Ding ist, es macht etwas. Und ich verspreche dir, die Celebration, die jetzt auf dich zukommt, die wird Weihnachten auch näher zu dir bringen und mehr in dein Herz hineinbringen. Weil die Weihnachtsgeschichte, es gibt jedes Jahr etwas Neues zu entdecken und es gibt jedes Jahr etwas Neues zu verstehen über die Weihnachtsgeschichte. Weil ich glaube, wenn wir die Weihnachtsgeschichte besser verstehen, dann verstehen wir auch unseren Gott besser. Hey, wir haben in den letzten Wochen immer wieder von einer Umfrage geschwätzt. Und ich will dich an dieser Stelle einladen, die Umfrage auszufüllen. Du findest den Link gerade im Chat. Weil wir wollen Online-Churches so gestalten, dass es dir dient. Wir wollen nicht einfach irgendetwas machen, sondern wir wollen das machen, wo du sagst, hey, das bringt mir der Church wirklich näher. Apropos der Church näher bringen, wir haben ja immer wieder in der Pre-Show hier, haben wir immer wieder Gäste vor dieser Kamera, mit der Absicht, dass du auch mehr von dieser Church mitbekommst. Oder? Weil sonst siehst du einfach die Sachen, die auf der Bühne passieren, aber wir haben noch so viel mehr in der Church. Und ich habe heute einen Gast hier, Anja Hasenfratz. Und Anja, ich darf dich gerade einladen, komm doch zu mir vor die Kamera. Mach's dir bequem, schnapp dir dein Mikrofon. Anja ist jemand, der sonst nicht wahnsinnig oft vor der Kamera steht, weil sie sich sehr, sehr stark in unsere nächste Generation investiert. Aber bevor ich jetzt noch mehr über dich schwätze, Anja, erzähl doch selber kurz, wer du bist. Bitte etwas zu deiner Person, etwas, wo du denkst, das macht dich interessant oder könnte die Leute interessieren, die uns gerade zuschauen. Hey, sehr gerne. Hey, ich freue mich wirklich mit euch hier in den Sonntagmorgen starten, in die Weihnachtszeit. Genau, ich bin Anja und ich bin eine gesegnete Nachfolgerin von Jesus. Ich darf schon seit als Kind wirklich mit Jesus unterwegs sein, so grössere und kleinere Abenteuer mit ihm erleben. Ich bin Ehefrau, ich bin Mami von 3 Kindern und ich bin die Frau an der Seite von einem Businessmann. Und irgendwo dort dazwischen ist mein Job, ist mein Alltag. Der ist eigentlich immer spannend, meist sehr vielschichtig und ja, selten langweilig. Genau. Und wir sind im ICF seit etwa 6 Jahren. Es fühlt sich an, wie wenn ihr schon ewig dabei wäret. Na schnell, was ist das, was du am allerliebsten machst? Ja, herauszufinden, was Gott mit mir vorhat und wo er mich brauchen kann und mich dort einfach voll einsetzen. Wie machst du das? Ich nehme immer wieder Fragen, mit Leuten unterwegs sein, selber einfach immer wieder lernen und Zeiten mit Gott wirklich auch suchen. Und nachfragen, was er will. Und einfach mal anpacken und anfangen und dann so zu merken, hey, ja doch, das gefällt mir. Da fühle ich mich einfach auch so, als ja, könnte ich wirklich etwas weitergeben. Oder dann also merken, nein, vielleicht ist es auch etwas anderes. Spannend. Learning by doing. Genau. Hey, so cool. Hey, herzlich willkommen, wenn du in der Zwischenzeit zugeschaltet hast. Neben mir sitzt Anja Hasenfratz. Anja Hasenfratz, du leitest mit deinem Mann zusammen mit dem Ramon Milky Way. Das ist Altersstufe 3 bis 5, gell? Genau. Und das sind gewöhnlich bei uns im Dachstock oben. Dort in einem wunderschönen Raum, wo ihr mit viel Liebe weiterentwickelt. Und ich sage immer noch, es ist ein von den schönsten Räumen, wenn nicht der schönste Raum bei uns in der Kirche, weil Menschen da sind, die Liebe reinstecken. Man merkt einfach den Unterschied. Und es fällt mir immer wieder auf, oder? Ich arbeite hier im Office, das ist ein Nebengebäude. Und manchmal kommt Anja am Mittwochnachmittag oder so mit ihren Kids vorbei und Putzmaterial und geht still und heimlich den Raum putzen. Ihr investiert euch mega in die Altersgruppen, in die Kinder, die immer wieder kommen. Warum macht ihr das? Wir sind überzeugt, dass der Samen, den wir dort säen, einfach auf mega fruchtbaren Boden geht. Dass einfach die Kinder schon so ready sind, ihre Herzen so bereit sind für die Botschaft von Jesus, dass sie Gott kennenlernen können. Meine Mami ist in einem nicht-christlichen Zuhause aufgewachsen und ist mit 5 eingeladen worden in einer Kinderstunde, wo man biblische Geschichten erzählt hat, wo man die frohe Botschaft wirklich weitergegeben hat. Und sie hat sich dann für ein Leben mit Jesus entschieden.
Und darum bin ich anders aufgewachsen und das motiviert mich einfach also zu wissen, hey, das ist fruchtbarer Boden, da kann man säen, etwas, das wird aufgehen, etwas, das die Kinder schon verstehen. Und ich nehme mir einfach auch Jesus sehr gerne dort wirklich als Vorbild. Ich liebe den Abschnitt in der Bibel, wo die Kinder so zu Jesus rennen, wo dann nachher die Jünger sagen, hey, warte, ich glaube, Jesus hat irgendwie Wichtigeres vor. Und Jesus dann sagt, hey, lasst die Kinder zu mir kommen. Und eigentlich nachher uns auch auffordern, so zu werden wie die Kinder. Und das motiviert mich eigentlich mega. Einfach Kinder zu Jesus zu führen, sie dort anführen, wo Jesus sie segnen kann, wo sie das Sagen auch empfangen. Das wirklich auch mithelfen, auch selber sich zu entdecken dort in den Jüngern, wo man einfach so ein bisschen merkt, wie häufig sage ich so, jetzt läuft gerade etwas Wichtiges, jetzt müssen wir ganz schnell irgendwie ruhig sein. Dazu zu merken, hey, wir wollen nicht Kinder hüten, damit das Wichtige in dem Sinne kann passieren, sondern wir wollen wirklich Kids Church, wir wollen, dass die Kinder eben Jesus so können lernen zu begegnen, das Sagen zu empfangen. Und ja, das motiviert uns mega, dort also, wirklich in Kinder zu investieren. Und einfach auch selber so zu merken, wie ich selber auch immer wieder lerne, wie die Kinder so direkt eine Beziehung haben zu Jesus. Also wenn ich so dort sitze und ich merke, hey, häufig probiere ich Gott irgendwie zu begegnen mit meinem Kopf und dann einfach so zu merken, bei ihnen ist einfach Herz zu Herz, sie haben so einen direkten Zugang. Wenn ich so dort sitze und ein Kind sagt, hey, darf ich heute beten? Dann merke ich einfach, ja, Gott ist so etwas von da. Dann ist es Gottesdienst und dann ist es einfach mega wunderschön. Ich glaube, das ist etwas Geniales. Jesus sagt mal, hey, die müssen werden wie Kinder im Glauben. Genau, oder? Und ich glaube, das ist ein mega Reichtum, wo ihr habt, wo jeden Sonntag oder immer wieder an den Sonntagen das dürfen erleben, wie eine Gruppe von Kindern Gott erlebt und wie ein Glaube von einem Kind in diesem Sinn aussieht. Oder? Und wir selber dort mega profitieren. Und ich wünsche mir eigentlich mega, dass das einfach noch viel mehr in unsere Church reinschwappen darf, dass wir das schnappen und lernen, dass uns das mega bereichert. Ja. Ich werde noch schnell auf etwas eingehen. Willkommen, wenn du neu eingeschaltet hast. Ich habe Anja Hasenfratz bei mir. Sie leitet Milky Way, Altersstufe 3 bis 5. Und wir schwätzen gerade darüber, warum sie sich mit ihrem Mann zusammen mit Ramon in die Altersstufen investiert. Aber ich werde noch schnell auf etwas eingehen, was du jetzt zweimal kurz erwähnt hast, nämlich du bist gläubig aufgewachsen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, dass du als Kind selber den Glauben vermittelt bekommen hast? Ich finde es super, dass ich einfach auf etwas zugreifen kann, was ich von Anfang an gelernt habe, auch was es heisst, eben die Liebe zu erfahren, so angenommen zu sein von Gott, von Jesus. Auch so selber unterwegs sein. Ich finde, manchmal ist es aber auch eine Challenge, dass ich gewisse Sachen, die so selbstverständlich sind, wo ich aber jetzt merke, wenn ich wieder und wieder auch mit meinen Kindern die Geschichten anschaue, wie es einfach nochmal tiefer geht, so wirklich zu begreifen, was das heisst. Aber also gerade in meiner Schulzeit war es für mich ein riesen Privileg, einfach zu wissen, ich gehe dort nicht alleine hin. Jesus ist mit mir, ich habe ihn nebendran und das ist jetzt auch das, was ich auch als Mami mega, mega wertvoll finde. Also wenn ich meine Kinder schicke, zu wissen, dort wo ich nicht mit kann, ist Jesus mit dabei. Sie gehen nicht allein und das finde ich ist ein riesen Privileg als Kind, einfach schon so unterwegs zu sein. So gut. So gut. Es ist ein riesen Sagen, glaube ich, wenn man das erlebt. Und ich ermutige da auch immer wieder, oder? Ich muss mich da selber herausfordern als Vater jetzt von 2 Kindern, dass wir das nicht vernachlässigen oder nicht gering schätzen. Oder? Weil ich selber merke bei mir, ich bin auch christlich aufgewachsen und manchmal entwickelt sich dann vielleicht im Laufe des Lebens auch so ein Selbstverständnis. Aber ich glaube wirklich, es ist ein riesen Schatz, den wir unseren Kindern mitgeben. Oder? Wenn wir ihnen die Werte vermitteln, wenn wir ihnen den Glauben vermitteln und helfen, Gott nahe zu sein. Und eben umgekehrt, wie du auch schon gesagt hast vorher, passiert das Gleiche ja dann wiederum bei uns. Oder? Wenn wir checken, wie unsere Kinder mit Gott umgehen, hat das wiederum bei uns eine verändernde Wirkung sehr oft. Hey, darf ich dich bitten, mal vielleicht eine ganz kurze Geschichte mit uns teilen? Also aus dieser Altersstufe. Ich habe jetzt gemerkt, du erzählst von so einem Moment, oder? Ja. Hast du irgendetwas im Kopf gerade, das du könntest teilen könntest? Ich meine, die meisten Menschen von uns, oder, die jetzt nicht in diesen Räumen sind, bekommen das halt nicht gleich mit über. Und mir ist es ein Anliegen, wenn wir jetzt mal Gelegenheit haben, dass von dem auch ein bisschen etwas durchkommt, weißt? Ja, voll.
Also, was mir mega rein ist, ich habe es immer mega herausfordernd gefunden, mit den Kindern wirklich zu beten, also selber schon. Und dann, aber das Kind auch sich trauen zum selber beten in einer Gruppe. Wir haben das nie gepusht, wir haben das auch nicht so gefunden, hey, man muss. Und dann haben wir das Gebetsherz, mal eine ganze Serie gehabt, wo wir das Gebetsherz, das Ikea-Herz, das ihr vielleicht kennt, mit in der Hand. Und dann haben wir angefangen, dass wir das in die Hand nehmen, wirklich uns konzentrieren, das umarmen und dann mit Jesus reden. Und wir haben das gemacht, eine ganze Serie lang immer. Und dann hat es einfach den Moment gegeben, wo wir das Herz vorgenommen haben und die Kinder gesagt haben, darf ich zuerst beten? Und ich weiss nicht, dann schudert es mich einfach. Weil du einfach so merkst, das Verlangen ist so groß geworden, weil wir es vorgelebt haben, weil wir es zusammen geübt haben, weil wir zusammen auch herausgefunden haben, was ist denn so besonders, dass wir überhaupt dürfen mit Jesus reden, dass wir einen direkten Draht haben. Und dann einfach so zu merken, irgendwann ist einfach das Verlangen so groß gewesen. Und dann hat das Mädchen das Herz geschnappt und einfach mit Jesus geredet. Und ja, das ist einfach mega schön. Macht einem selber wieder bewusst, was es für ein Privileg ist, dass wir selber mit Gott kommunizieren können. Dort ist wirklich so das, wirklich werden wie das Kind oder lernen, was das wirklich heisst. Das ist einfach, ja, ich finde es mega schön. Hey, willkommen, wenn du in der Zwischenzeit eingeschaltet hast. Neben mir sitzt Anja. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Ramon Milky Way, Altersstufe 3 bis 5 in unserer Kirche. Und, wir haben nicht viel Zeit, Anja. Aber was mich fasziniert an euch als Familie, du hast am Anfang gesagt, die Mann ist in der Geschäftsleitung von eurem Familienunternehmen. Die haben selber Kinder, die haben wahrscheinlich auch noch Hobbys und ein soziales Umfeld und Eltern und so weiter. Und trotzdem investieren ihr euch so in die Church hinein. Wie bekommt ihr das alles unter einen Hut? Ja, das fragen wir uns auch immer wieder. Es ist eine mega Herausforderung. Gerade die letzten 2 Jahre waren mega herausfordernd gewesen, weil einfach alles irgendwie immer mehr wird. Wir haben einfach vor ein paar Jahren eigentlich entschieden, dass die Church, der Sonntag, der Tag vom Herrn wirklich eine Priorität hat, dass wir den setzen und dass wir alles andere ringsherum planen. Und das heisst manchmal, dass wir den Samstag dann nichts machen, weil wir am Sonntag etwas vorhaben. Und nicht, wenn wir nichts mehr vorhaben, gehen wir am Sonntag in den Gottesdienst. Und das hat sich mega bewährt. Und eigentlich bin ich mega überzeugt, dass wir im Moment das einigermaßen unter einen Hut kriegen, weil wir die Priorität so setzen. Dass dort dann so viel hinzugefügt wird, dass ein Segen drauf liegt, weil wir einfach zuerst von Gottes Reich gehen. Bin ich eigentlich überzeugt, dass wir das merken. Und ich glaube nicht, dass wir es besser unter den Hut bringen, wenn wir dort streichen würden. So ganz im Sinn von trachten zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird er dafür schauen. Genau, oder? Wir sind eigentlich nicht, wir brauchen Pause, wir brauchen einen Moment, wir sind nicht solche, die irgendwie 7 Tage durchpowern und auch noch immer gut mögen. Und darum ist die Priorität für uns mega wichtig. Hey, danke vielmals, dass du hier im Online-Studio gesehen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für den Einsatz an dieser Stelle. Wir lieben es, wenn sich Menschen so in unsere jüngste Generation investieren. Und jetzt schwenken wir über in Celebration. Ich habe nachher noch den Ralf, der predigt heute hier im Q&A. Also wenn du Fragen hast an ihn, dann schreib uns in den Chat rein, dass ich sie ihm stellen kann. Weil wir wollen gerne noch ein bisschen herausfinden, was bewegt sein Herz. Weil wenn du eine Predigt schreibst, dann ist immer irgendetwas in dir in Bewegung. Und ich bin gespannt, noch ein bisschen persönlich nachfühlen wie ihm. Und so lade ich dich ein, mach du dir jetzt auf Begegnung mit Gott gefasst. Lade dich auf die Gebetszeit ein, die jetzt auf uns zukommt. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For He alone is worthy, for He alone is worthy. Church begrüßen. Guten Morgen, schön habt ihr eingeschaltet. Klingt euch gerade mit dem Weihnachtssong ein. In der stillen Nacht passiert uns größte Wunder. Gottes Rettungsplan. So zierlich und verwundbar. Ein Name, ein
ganze Erde Hoffnung bringt, Jesus. In der stillen Nacht liegt Gott in ihrer Wege. Durch Liebe ist es geschafft. Jesu Kampf besiegt. Ein Name, ein Kind, wo die ganze Erde Hoffnung bringt. Ein Name, durchleuchtet Nacht. Ein Kind verspürt, dass alles ist vollbracht. Ein Name, ein Kind, wo die ganze Erde Hoffnung bringt. Ein Name, durchleuchtet Nacht. Ein Kind verspürt, dass alles ist vollbracht. Jesus. Jesus, no du, Jesus, verspürt, dass alles ist vollbracht. Ein Name, ein Kind, wo die ganze Erde Hoffnung bringt. Ein Name, durchleuchtet Nacht. Ein Kind verspürt, dass alles ist vollbracht. Jesus. Der stille Nacht passiert uns größte Wunder, Jesus. Take me back to the garden, lead me back to the moment I heard your voice, bring me back to communion. Lead me back to the moment I saw your face. It was so simple, it was easy to love. So no space between us, it's so easy to love. You are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. Here's where the bad things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. And this is the garden
so, so simple. You're so easy to love. No space between us. You're so easy to trust. You are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And He's where the dead things, they come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. Yes, you This is where we're meant to be. Me and you and me. I don't have to prove a thing. You already approved of me. This is where I'm meant to be. Me and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. This is where I'm meant to be. Me and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of. You are closer, closer than my skin. Oh, you are in the air I'm breathing in. And He's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. It feels so good to know you are my friend. Wir feiern heute zusammen den zweiten Advent. Wir sind in der Weihnachtszeit drin. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du die Songs hörst, wenn du mitsingst, wenn du in die Nähe von Gott kommst an so einen Tag wie heute. Aber mich berührt es unendlich fest, dass wir da sein zusammen, dass wir als Gemeinde Gott arbeiten, dass wir auf unsere Knie gehen, dass wir unsere Hände ausstrecken und nach dem Gott suchen. Und gerade in dieser Weihnachtszeit wird mir ganz, ganz oft bewusst, ich wünsche mir, dass noch so viele von meinen Freunden mit mir da stehen, die jetzt nicht da stehen. Und mit mir zusammen Gott arbeiten. Ich wünsche mir das so fest, dass links und rechts neben mir Leute, die mit mir studiert haben, Leute, die mit mir das KV gemacht haben früher, noch da stehen und Gott arbeiten. Und ich glaube, die Zeit hat etwas ganz Besonderes. In dieser Zeit strecken sich die Leute ein Stück weit nach dieser Weihnachtsbotschaft aus. Und ich glaube, es ist an uns, wo wir noch bei Gott sind, für genau die Leute zu beten, dass sie diesen kleinen Moment, diesen kleinen Hauch von Gott können spüren, der Grosses kann bewirken. Weil ich will nicht aufgeben, daran zu glauben, dass ich schlussendlich mit all meinen Freunden da stand und Gott arbeite. Komm, mache Folgendes. Nimm du dir ein, zwei Namen, wo dir jetzt gerade, während ich das gesagt habe, vielleicht so im Kopf aufgepoppt sind und denkst, ja voll, da oder da, das wäre mega cool, wenn die da stehen. Nimm dir kurz Zeit, für genau die Menschen zu beten, dass Gott sie in diesem Moment berühren kann. Dass sie in dieser Weihnachtszeit ein Erlebnis mit Gott haben, dass sie an der nächsten Weihnachten, an der nächsten Adventszeit mit uns durchstehen.
und mit uns zusammen Gott arbeiten. Nimm dir die 2 Namen schnell vor den Kopf und bete für die 2 Menschen. Jesus, du siehst all die Namen, die auf unseren Herzen brennen, die in unseren Köpfen vor uns sind, wo wir uns so wünschen, dass sie mit uns zusammen durchstehen, dass sie dich mit uns zusammen arbeiten. Und wir wissen, wir können die Botschaft verkünden, aber nur du kannst Herzen verändern, Jesus. Und darum bitte ich dich heute darum, dass du in diesem Moment bei all den Menschen, wo wir jetzt so vorhalten, dass du bei all diesen Menschen etwas im Herzen machst, dass du ihnen etwas einflüsterst, dass du ihnen einen Gedanken gibst von dir, Jesus, dass du sie spüren lässt, dass du noch bei ihnen bist, Gott. Wir wollen nicht aufgeben, bis wir mit allen unseren Freunden in dieser Halle stehen und dich arbeiten, Jesus. Weil wir wissen, du bist das Beste, was in unserem Leben passiert ist, was im Leben von einem Menschen passieren kann, dass wir dich finden, Jesus, und dass wir mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich darum, dass du genau das machst. Dass du in unsere Herzen kommst, dass du in die Herzen von unseren Freundinnen kommst, dass du die Weihnachtszeit brauchst, dass dein Name groß geschrieben wird. Da, wo wir sind, in Basel, in Basel-Land, in Sissach, in Lörrach, in der ganzen Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, dass dein Name in der Adventszeit über allem steht, Gott. Und dass du ganz persönlich kannst Menschen begegnen. Braucht uns für das, dass wir eine lebendige Botschaft sein von dir, Jesus. Dass wir mit deinem Licht und mit deiner Liebe unterwegs sein. Und so viele Menschen können mit dir in Begegnung kommen. Amen. Jesus eigentlich hat mir immer geholfen in der Vergangenheit und ich habe aber nicht an ihn geglaubt. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel Leid durchgemacht, was mich schlussendlich dann in die Arme von Jesus gebracht hat. Und ja, dieser Jesus hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Man hat mein Leben von Grund auf erneuert, meinem Leben einen Sinn gegeben. Ich bin in der Gemeinde geblieben und habe gemerkt, dass diese Geschichten von Jesus keine Geschichten sind, sondern Realität sind. Er hat mich befreit von den Dämonen und ich bin gesund geworden. Ich habe Kraft gehabt und bin 50 Jahre jünger geworden. Ich lasse mich taufen, weil ich bezeugen möchte, dass Jesus nicht nur ein Teil meines Lebens ist, sondern dass er mein Leben ist. Und daran möchte ich mich immer wieder erinnern dürfen. Von Anfang an war mir klar, dass ich, egal was kommt, den Rest von meinem Leben möchte mit Jesus verbringen, ihm nachfolgen möchte. Ich wollte einfach mit dieser Taufe wollte ich bezeugen, dass Jesus jetzt in mein Leben gehört. Ich würde diesen Weg gehen, vorwärts. In den letzten zwei, 3 Wochen haben wir genau diese Storys erleben. Wir können 3 Menschen taufen. Und das ist einfach, ich feiere das so. Das ist so großartig, dass wir das miterleben in dieser Zeit, dass Leute sich taufen lassen. Das ist so etwas Schönes. Und ich glaube wirklich, das Leben von diesen 3 Menschen hat sich in den letzten paar Wochen ziemlich verändert. Und ich feiere das, wenn Menschen in Begegnung mit Jesus kommen und ihr Leben auf den Kopf stellen können. Und danke an jeden Einzelnen von euch, weil du machst einen Unterschied in dem Ganzen. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Kirche ohne dich nicht funktionieren könnte. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, Janik, ich komme einfach jede Woche hier an und habe gar nicht los Zugang wieder. Schau, es gibt viele Sachen, die du in unserer Kirche machen kannst. Du kannst als Volunteer irgendwo mitarbeiten, du zum Beispiel das Taufbecken aufbauen, braucht auch etwas. Oder aber du sagst, hey,
ich möchte nicht nur mit meiner Manpower etwas machen und investieren, sondern ich will auch mit meinen Finanzen in die Kirche investieren. Und wenn du das schon machst, dann danke ich dir von ganzem Herzen, weil du hast es möglich gemacht, dass sich die 3 Leute haben können taufen lassen. Durch das, was du gegeben hast, wenn es nur 3 Rappen waren. Du hast es möglich gemacht. Und wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich dazu ermutigen. Schau, das ist unsere Vision hinter dem, dass wir Geld in unsere Kirchen hineingeben, dass so Storys entstehen können. Und mich motiviert das mega fest, um auch meine Finanzen in die Kirche zu investieren. Hey, etwas weiteres, wo du kannst, Leute auf die gute Botschaft von Jesus aufmerksam machen und sie sogar einladen, ist unsere Christmas Celebration. Sind ihr auch schon ein bisschen pumped auf das? Also, sind ihr auch schon ein bisschen pumped auf das, oder? Okay, jetzt ist es schon ein bisschen besser. Am 19. Dezember ist unsere Christmas Celebration hier in Basel. Wir werden 3 Celebrations haben, wo du dich auswählen kannst, in welche das du kommst. Es geht eine um 10:30, eine um 12:30 und eine um 7 Uhr oben. Am Morgen gibt es noch Kinderprogramm. Also wenn du Kinder hast, ist die erste Celebration sehr geeignet für dich. Wo du am Mittag auch Kinderprogramm. Das heißt, die ersten 2 sind für dich geeignet. Und ich gebe dir nochmal einen guten Grund, warum dass du an diesem Tag so oder so sollst irgendwie da sein, weil der Weihnachtsmarkt, den wir nach der Celebration werden wieder erleben. Wer hat letzte Woche da war am Weihnachtsmarkt? Ich habe den ganzen Tag Flammkuchen gegessen. Es war so gut gewesen. Und der Weihnachtsmarkt wird am 19.12. auch den ganzen Tag da sein. Also, ist ein mega cooler Event, um deine Freunde einzuladen. Es gibt eine große Celebration hier. Sei gespannt, es gibt ein paar Specials. Ich freue mich sehr fest drauf. Wenn das noch nicht genug ist und du denkst, hey, 3 Celebrations, ich komme in alle 3 und ich habe noch Kapazität für eine 4. Hinter gesehen das Datum, am 24. Dezember, gibt es nochmal etwas in der Lehmarthalle. Wenn du Weihnachten mal auf eine ganz andere Art willst erleben, dann komm am 24.12. um 5 Uhr hin. Es wird nicht so sein wie die Jahre zuvor, das kann ich versprechen. Und jetzt, wenn ich euch alle lustig gemacht habe, haben wir noch ein weiteres Datum, wo ich euch ebenfalls lustig drauf mache. Am 31.12. dick in die Agenda eintragen, ja, es ist dann Silvester. An Silvester wollen wir gerne eine Silvesterparty schmeißen. Und zwar in der Location vom ICF Basel-Land im CH in Sissach wird es eine Silvester Worship Night Party geben. Weil was gibt es Besseres zum neue Jahr starten als mit Worship? Come on! Und genau das werden wir machen. Einlass ist ab der 9:30 zu oben und es wird großartig und bombastisch. Also sei dabei. Genau. Wo wir jetzt gerade drin stehen, ist unsere Adventsserie. Weihnachten neu erleben. Wir haben letzte Woche die erste Predigt dürfen hören. Wir werden diese Woche nächste Predigt hören von unserem lieben Leadpastor, am Ralf. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, was er uns heute zu erzählen hat. Weil sein Thema, das er darüber reden wird, ist Glauben als Herausforderung. Genau, 2. Advent. Leute, es ist wieder soweit, alle Jahre wieder werden die Häuser dekoriert. Wir dekorieren die Lehmarthalle, das CH in Basel-Land in Lörrach. Krippen werden wieder rausgeholt aus Ton, aus Glas, aus Holz, alles Mögliche. Und es werden wieder alte Weihnachtslieder gesungen, Weihnachtssterne aufgehangen und überall ist irgendwo so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, trotz dieser anderen Umstände. Es duftet nach Gurtsehe und Glühwein und allem Möglichen. Und damit mich keiner falsch versteht, ich meine das keineswegs nur so ein bisschen ironisch, ja, alle Jahre wieder, Advent, die Kerze brennt. Nein, ich liebe selbst diese Jahreszeit sehr. Ich finde es sehr heimlich, ich finde es schön, auch gerade in so einer angespannten Zeit so ein paar Rituale zu haben. Ich habe heute Morgen die 2. Kerze von unserem Adventskranz, die meine Frau dekoriert hat. Für Dekoration ist meine Frau zuständig. Das hat gute Gründe, die ich nicht erläutern muss. Und ich habe das heute Morgen angemacht, so quasi wie als Ritual und dachte, hey, schön, 2. Advent. Irgendwo, das erinnert mich auch so an früher. Ich habe so ein bisschen konservative, kitschige Adern. Ich erinnere mich gern an der Advents- und Weihnachtszeit in meiner Herkunftsfamilie. Meine Mutter hat in der Adventszeit gefühlt Tonnen Gurzi gebacken. Das hätte locker leicht für das ganze Dorf gereicht.
Und das wurde jeden Tag, jeder wurde das wieder zelebriert und man feierte, man macht ein Türchen in den Adventskalender auf. Mein Bruder und ich, wir haben zur Weihnachtszeit unser ganzes Taschengeld rausgehauen, um irgendwann so Geschenke zu kaufen für unsere Eltern. Und alle Jahre wieder gab es für meinen Vater entweder eine neue Pfeife mit Tabak oder Tabak mit Rasierwasser oder irgendwas ganz Außergewöhnliches, wo man sich überlegt hatte. Und meine Eltern haben dann alle Jahre wieder die Geschenke so in das Weihnachtszimmer, das war das Wohnzimmer, das wurde dann abgeschlossen, und durfte dann keiner rein und so weiter und so fort. Eine schöne Zeit und ich erinnere mich gern daran, wirklich gern daran. Es hat viel Freude gemacht. Und obwohl der Advents- und Weihnachtszeit uns viele Erinnerungen raufholt, eben wie war das früher, wie haben wir das gemacht, haben wir die Serie Weihnachten neu erleben genannt. Neu. Und neu nicht, weil wir neue Maßnahmen haben, das war ein netter Punkt, sondern wir möchten und wünschen uns tatsächlich, dass Weihnachten und diese Adventszeit wirklich auch ein Stück neu erlebt werden darf. Und heute, der Jannik Schmid hat schon gesagt, geht es um den Glaube als Herausforderung. Ein Glaube, der uns sehr wohl was zumutet. Denn wenn man die sogenannte Weihnachtsgeschichte mal liest, Lukas-Evangelium oder Matthäus-Evangelium, wenn man die so durchliest, dann könnte man wirklich zu dem Punkt kommen, die Geschichte ist durchaus eine Zumutung für alle, die daran beteiligt sind. Es hat wenig mit Gurzi zu tun, es hat wenig mit Weihnachtsbaum zu tun, es hat auch ganz wenig damit zu tun, dass es heimelig ist. Es ist eine Zumutung für die Menschen, die da eine Rolle spielen. Man könnte sagen, wirklich eine enorme Herausforderung. Ein circa 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen hat eine Erscheinung mit dem Engel und der Engel sagt ihr, sie wird schwanger werden. Ja, toll, wirklich. Und die erste Reaktion von diesem jungen Mädchen ist, das heißt in dem Text, sie erschrak. Sie erschrak, das war ihre Reaktion. Und dann weiter, wie soll das denn geschehen? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das wäre eine ganze Predigtserie wert. Wie soll das denn geschehen? Wie ist das zu verstehen mit dieser sogenannten Jungfrauengeburt und so weiter und so fort? Aber da gehe ich heute gar nicht alles drauf ein. Wie gesagt, da könnte man einen ganzen Monat drauf verbringen. Eine ungewollte Schwangerschaft mit enormen Folgen. Wie gesagt, ein circa 14-jähriges Mädchen wird mit so einer Schwangerschaft beschenkt. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass die junge Frau als allererstes sagt, sie erschrak. Von ihr berichtet wird, dass sie, ja, wie soll das denn nicht zu und her gehen? Die gesamte Lebensplanung, was man sich so vorgestellt hat vom schönen Leben, ist auf einmal über den Haufen geworfen. Die Geschichte hat wirklich nicht einen wahnsinnigen Glanz. In der Geschichte wird auch nirgendwo von den Eltern von Maria was berichtet. Steht kein einziger Satz da drin. Und ich habe mir in der Vorbereitung mit überlegt, wie wäre das gewesen? Ich habe 3 Töchter. Wenn einer meiner Töchter im Alter von 14 Jahren heimgekommen wäre und dann uns gesagt hätte, sie ist schwanger. Ich habe mir das wirklich so bildhaft vorgestellt die letzten 2 Wochen. Und ich glaube, als allererstes hätte ich tief Luft holen müssen. Okay, das ist mal eine Nachricht zu Weihnachten. Schwanger. Ich hätte mich sammeln müssen. Ich glaube, ich wäre mit neben der Kappe gestanden. Und das Zweite wäre wahrscheinlich eine Reaktion gewesen, so in der Richtung, okay, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwie, ja, wie können wir unterstützen, helfen und wie soll das Ganze gehen und so Mr. Fix-It, so, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und als Drittes hätte ich dann wahrscheinlich auch ziemlich bald mal so vorsichtig die Frage gestellt, und, ja, wer ist denn der Vater? Und wenn dann einer meiner Töchter gesagt hätte, der Heilige Geist, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Der Heilige Geist. Echt jetzt. Heiliger Geist. Ja, gib mir mal eine Telefonnummer. Der Heilige Geist ich besuche den mal. Der wohnt sicherlich irgendwo, der hat Name, Adresse, Telefonnummer. Heiliger Geist, ja du, alles klar. Da ist zu viel Glühwein im Spiel. Leute, die Geschichte ist durchaus wirklich schräg, ist eine Herausforderung, eine Zumutung. Und eine Schwangerschaft in der damaligen Zeit war für eine junge Frau, 14 Jahre, das war ungefähr das Alter, wo Mädchen damals verlobt wurden. Eine Schwangerschaft, ohne verheiratet zu sein, war eine Hypothek fürs Leben.
Das war nicht einfach so nachzuvollziehen wie heute, ja, dann ist halt schwanger, das wird man schon irgendwie hinkriegen. Nein, das war wirklich eine Herausforderung für das gesamte Umfeld. Für die Eltern, für die Person natürlich selbst, für den Bräutigam und so weiter. Und Josef, was passiert mit ihm? Wenn Josef, meines Erachtens kommt die Josef immer ein bisschen zu kurz in den Weihnachtsgeschichten. Und wenn ihr mal so Krippendarstellungen anschaut, dann seht ihr den Josef, der steht immer so ein bisschen am Rand, manchmal so verloren, so eine Laterne in der Hand, so, man soll auch sagen, seine Verlobte ist schwanger. Und steht so ein bisschen so am Rand, manchmal so ein ernstes Gesicht in der ganzen Sache. Das schöne Bild vielleicht von seiner Frau ist wie zerstört. Matthäus 1 schildert sehr die Geschichte von Josef, von Vers 18 an. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt und noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatte, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Der war ein rechtschaffener Typ. Der wollte seine Angetraute nicht bloßstellen. Der hatte gute Charakter gehabt. Der hat sich überlegt, wie kann man das irgendwie noch lösen. Und noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und als Josef aufwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zu der Geburt ihres Sohnes, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich finde es außergewöhnlich, was da steht. Also er aufwachte von der Erscheinung von diesem Engel, tat er, was der Engel ihm aufgetragen hatte. Leute, was sich da so einfach liest, zieht sich über Monate hin. Er kriegt mit, seine Verlobte ist schwanger geworden, überlegt, wie könnte das gut rauskommen. Und dann über Monate hin, er hat diese Erscheinung, und dann heiratet er trotzdem, seine Frau wird mehr und mehr dicker und so weiter, das Kind wird geboren. Das dauert 30 Sekunden zum Lesen. Das geht über mehrere Monate bis hin dann wirklich zur Geburt. Ein ganzer Prozess steckt dahinter. Ein komplettes Leben, wurde Josef sich vorgestellt als das nette Familie, das ist wie, findet nicht statt. Aber er tat, was der Engel ihm aufgetragen hat. Und von Maria heißt es: Ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Leute, Maria und Josef, die beiden, die gingen nicht in die Geschichte ein, weil sie trotz anderer Umstände diesem Gebot vom Kaiser Augustus folgten und dann nach Bethlehem gingen und dort die Geburt stattfand. Deswegen sind die nicht in die Geschichte eingegangen. Die beiden schrieben Geschichte, weil sie schlicht und einfach das bejahten, womit Gott sie beschenkte bzw. ihnen zumutete und herausforderte. Auch wenn das ihren kompletten Lebensrahmen und ihr Verständnis sprengen sollte. Um es aber wieder deutlich zu machen, look, ein junges Ehepaar hat eine Vorstellung vom Leben, so wie könnte das aussehen? Ja, wir kriegen vielleicht Kinder und dann haben wir so eine Schreinerei, so eine Zimmerei, wir bauen Häuser, Wohnungen und so ein Zeugs und so weiter und leben irgendwo in der Nähe von Jerusalem, wo auch immer. Ist auf jeden Fall schön. Und dann kommt diese ungewollte Schwangerschaft, übernatürliche Erscheinung, Träume, und die beiden entscheiden: Ich bin Dienerin des Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Und Josef tat, was der Engel ihm auftat, und heiratete die Frau und tat alle anderen Ideen über den Haufen werfen. Look, die Botschaft von den beiden macht nur eins: Sie sprengt ihren Lebensrahmen. Es ist wie zusammengefaltet. Das war mal. Alles, was sie sich vorgestellt hatten, ist wie kaputt. Funktioniert nicht mehr. So habe ich es mir das Leben nicht vorgestellt. Und Gott schenkt ihnen was, wo eine komplett viel größere Kontext macht. Und sagt: Look,
Ich stelle euch in ein Leben hinein, was komplett andere Dimensionen hat. Ich mute euch was zu, wo wirklich euer Verständnis von Nachfolge sprengt. Leute, und das sorgt für Geschichte. Wenn Menschen die großen und kleinen Geheimnisse und Geschenke Gottes, die man manchmal bei weitem nicht versteht, schlicht und einfach darauf reagiert wie Maria: Ich bin ein Diener oder Dienerin des Herrn und mir geschehe nach deinem Willen. Ich vertraue dieser Nachricht. Und so wurden die beiden Eltern. Eltern von Jesus, der später die Leute genauso herausgefordert hat, immer ihren Lebensrahmen wie in einen größeren Kontext reinstellt und sagt: Hey, folg du mir nach. Auch wenn das in deine Vorstellung nicht hineinpasst, auch wenn das in deine Lebenswelt momentan nicht hineinpasst. Ein Glaube in Aktion, der wirklich einen Unterschied macht in dieser Welt. Und Maria und Josef, und alle Jahre wieder fordern die beiden uns auch in der Weihnachtszeit wirklich wieder raus. Fordern uns ein bisschen raus, unseren eigenen Lebensrahmen manchmal kaputt gehen zu lassen. Und es fängt damit an, dass die Botschaft kommt: Ein Kind ist uns geboren. Leute, uns ist keine Dogmatik gegeben worden. Uns ist auch keine To-Do-Liste gegeben worden, auch keine Anstandsregel, auch kein Verhaltenskodex, auch keine moralethische Überlieferung, sondern ein Kind wurde uns geboren. Der Glaube beginnt tatsächlich mit so einer Art Beziehung zu dem Gott, und aus dem folgt alles Weitere. Und das Kind mit der Botschaft ist verbunden: Fürchte dich nicht, aber jetzt folg mir nach. Hab den Mut, sogar deinen eigenen Lebensrahmen sprengen zu lassen. Leute, und jedes Jahr wieder stellt uns Weihnachten an sich vor die eine Frage. Und es ist keine Frage, ob du jetzt Socken kaufen sollst oder nicht, ob es das richtige Geschenk ist für die Großeltern oder für den oder den, sondern es ist die eine Frage: Was machst du mit dem Kind? Was machen wir tatsächlich mit dieser verrückten Zumutung von dieser Geschichte, dass da einer kommt und sagt: Hey, folg mir nach. Folg mir nach, und es wird einen Unterschied machen. In der Botschaft an die Engel im Lukas 1, da heißt es folgendermaßen: Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und die gute Nachricht da drin ist was? Dass es für alle Menschen ist, Leute, für alle Menschen. Und das war für die ersten Christen enorme Herausforderung zu glauben, dass es nicht nur für Juden ist, sondern auch für die Nichtjuden, für die Palästinenser, dann für die Griechen, die Römer, dann Spanier, die Germanen, die Alemannen, die Schweizer, für Menschen, die eine andere Meinung haben, eine andere politische Meinung, sogar eine andere Meinung zum Impfen und so weiter haben. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Und das war durch die ganze Kirchengeschichte, ist das immer die Challenge gewesen, dass es wirklich für alle ist. Versteht ihr? Und fängt tatsächlich damit an: Was ist deine Antwort auf dieses Kind, auf diesen Immanuel, der Gott mit dir sein möchte? Immanuel, Gott mit dir. Gott möchte mit dir sein. Möchtest du, dass Immanuel mit dir ist? Weil wenn Immanuel mit dir ist, dann werden Geschichten geschrieben, die sind außergewöhnlich, Leute. Dann werden Dinge möglich, die vorher nicht möglich sind. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die mich sehr bewegt hat in den letzten Wochen. Außergewöhnliche Geschichte, die nur möglich ist, weil Immanuel, Gott, mit uns ist. Und dann wird Geschichte geschrieben. Hören wir uns die Geschichte kurz an. When people ask me where I'm from, I say it's rather complicated. I was born in Zambia, in Africa, did my primary school in Kenya and high school in South Africa. When I was 12, my family moved from Kenya to South Africa. My father had been invited to pastor a church in Johannesburg with the aim of leading a totally white church to become multiracial. Before Mum and Dad arrived, most people in this church had never been to a non-white area. And at the beginning, it was hard because some people in the church did not like the new status quo and left. But with time, people joined in the vision, and it was one morning when my mum decided to walk into Alexandra Township, which was about 2 kilometers away from church, and just see what was happening there and trust God for encounters there. And the first people she met were some really old ladies who came up to her and said, "What are you doing here? We have never seen a white woman here in Alexandra Township. You shouldn't be here. It's dangerous for you to be here."
And Mum just opened up to them, told her story, that she'd arrived from Kenya and she was new. And this small beginning led to increased opportunities. And it was only a matter of months before Dad was arranging a bus service to Alexandra Township to bring people to church on a Sunday morning, mostly young people from Alexandra Township. Those who joined the youth, they were not allowed to be in a white area in the evening after 6 p.m. So on Friday nights, we went to the township, and I have fond memories of us being squashed into these small slum dwellings, worshipping God and singing our heads off by candlelight because there was no electricity there. And it was 1985, which marked the beginning of the end of the apartheid government and society. There had been increasing protest across the country, violent and non-violent resistance against the system of apartheid, racially exclusive. And it was getting so bad that the government then declared a state of emergency. I was 15 at the time, and there was a night in the state of emergency which I'll never forget. Protests have been increasing, and there was this one night where the ANC had gone house to house in Alexandra Township, forcing the young people to get on the streets and riot. There was no choice to stay at home, and at the same time, the riot police had come in with armoured vehicles, heavily armed, and fired out across the crowds with rubber bullets, and quite a few of our youth had been hit and injured and needed medical care. And news got out to Dad late at night, and it was after midnight when he decided to disregard the law and to drive into the township. We too were under curfew in that state of emergency. He called up a friend who had a VW van, and we had an old VW van, and he said, hey, we need to get them out. He called up doctors and nurses in the middle of the night and got them out of bed and said, please get to my house. We have young people who are injured and need medical care. And then he drove, avoiding all police roadblocks and riots, arranged a meeting point, filled the vans with the injured and brought them back to our house. And I have vivid memories of seeing people being carried out of the cars and laid out on the lawn in front of us. For me, this was faith in action, working through love, even when it's hard and when it's scary, in the most difficult of circumstances. For me, this was church, faith in action. This is what we do. We believe and trust in an awesome God. We love people, even when it costs us. Why do we do this? Because Jesus Christ left the comfort of heaven, entered our world, which is full of pain and suffering, and counted the cost and laid his life down for you and for me, for us, his friends. Wow, eh? Das ist Faith in Action. Und warum tun wir das? Weil Jesus in unsere Welt kam von Not und Pein und er einer von uns wurde und mit uns unterwegs ist. Weil Immanuel mit uns ist. Wir werden Geschichten geschrieben. Ich finde, es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Hey, wo Rassentrennung überwunden werden, weil Gott mit uns ist. Hat man den Mut, sogar in schwierigen Situationen einen Schritt zu machen, den man sonst vielleicht gar nicht wagen würde. Glaube in Aktion. Und mich hat die Geschichte wirklich herausgefordert, ist mein Glaube noch so in Aktion? Ist mein Glaube wirklich so noch in Aktion, dass er solche Gräbe überwindet? Dass er solche Spannungen überwindet und sagt, im Namen Jesu glaube ich daran, dass es eine gute Botschaft für alle ist. Und ich bin dabei, sie zu verkündigen. Immanuel mit dir. Möchtest du, dass er mit dir ist? Dann werden Geschichten geschrieben, ich bin sicher. Glaube in Aktion, der wird es schaffen, dass jede Welle, die noch kommen wird, durchbrochen wird. Jede Welle von Hass, von Spannung, von Ausgrenzung, jede Welle wird durchbrochen von Menschen, die sagen, Gott ist mit mir.
Ich glaube, dass es eine gute Botschaft ist für alle Menschen. Und wenn du möchtest, dass Immanuel mit dir ist, dann ist heute der zweite Advent eine sehr gute Gelegenheit zu sagen, Gott, ich möchte wirklich mit allem in der nächsten Woche mit dir unterwegs sein. Ich möchte mit Maria und Josef ein Gebet sprechen. Ich bin dein Diener, ich bin deine Dienerin, mir geschehe nach deinem Willen. Ich tue das, was du mir da aufträgst. Ich glaube daran, das wird einen Unterschied machen nächste Woche. Gott mit dir. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich bete noch. Und während der Zeit danach hast du Möglichkeiten im Worship einfach selbst Gott zu sagen, hey, ich möchte, dass du mit mir bist. Ich möchte wirklich solche Gräben überwinden. Ich glaube, dass das möglich ist, so wie Tina Giesling, wo schon lange hier im ICF ist, das in ihrer Kindheit schon erlebt hat, als Vorbild, dass Grenzen überwunden werden mit Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben. Ein Statement zu machen, das ist Reich Gottes, Immanuel ist mit uns. Jesus, danke, dass du uns das zusagst, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass du bei uns bist, alle Tage, auch an den komischen Tagen und mühsamen Tagen. Und ich danke dir für diese Zusage, dass sie uns allen gilt. Und Jesus, wir möchten das als Kirche immer wieder auch so bekennen. Wir möchten, dass du bei uns bist. Wir möchten als Kirche einen Unterschied machen. Wir glauben daran, dass das wirklich eine Auswirkung hat. Wir glauben, dass das einen Unterschied macht in unserer Welt, wenn wir mit dir unterwegs sind. Gebetsteam für euch zur Verfügung, auch online, könnt ihr den Gebetschat reinschreiben. Dort hinten, Entschuldigung. Danke. Yes, nehmen wir das in Anspruch. Wir wollen lieben, wir wollen dienen. Wir wollen lieben, wie du uns liebst, Jesus, dienen, wie du uns dienst, Jesus, acht sie, wie du acht bist, Jesus. Wir wollen lieben, wie du uns liebst, Jesus, dienen, wie du uns dienst, Jesus, acht sie, wie du acht bist, Jesus. Wir wollen lieben, wie du uns liebst, Jesus, dienen, wie du uns dienst, Jesus, acht sie, wie du acht bist, Jesus. Das ist unser Gebet heute Morgen. Wir wollen lieben. Wir wollen lieben, wie du uns liebst, Jesus, dienen, wie du uns dienst, Jesus, acht sie, wie du acht bist, Jesus. Es hat's mir du, Jesus, dienend und treu und liebe, wie du liebst. Es hat's mir du, Jesus, das wünsch ich mir und liebe, wie du liebst. Es hat's wie du, Jesus, dienend und treu und liebe, wie du liebst. Es hat's wie du, Jesus, das wünsch ich mir. Liebe, wie du liebst, und selbstlos alles ist gar, und alles ist gar.
song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the only thing we could ever bring. Jesus, the only one who could ever save. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love that goes around me. Worthy of all the song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, I live for you, Jesus. Jesus, the only above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. You are worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love that goes around me. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, and there is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love that goes around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you.
Hey, willkommen zurück in der Online-Church. Ich habe, wie versprochen, den Ralf bei mir im Online-Studio. Ralf, danke für deine Predigt. Ich bewege mich nochmal schnell in den Chat. Weiterhin, wenn du Fragen hast an Ralf zu der Predigt oder auch sonst, schreib sie rein. Ich gehe sehr gerne darauf ein. Ralf, du hast eine Predigt-Illustration gebraucht. Ich habe die mitgebracht von diesem gesprengten Rahmen. Wo hast du das selber so erlebt? Dass du einen Rahmen wahrgenommen hast, wo du vielleicht für dein Leben gesehen hast, wo du gedacht hast, da drin will ich mein Leben gestalten. Und dann ist er von Gott gesprengt worden. Wie hat das bei dir ganz persönlich ausgesehen? Also sicherlich einmal schon, ja, so wie ich 20, 21 war. Das ist eine Situation oder eine Phase gewesen in meinem Leben nach meiner ersten Ausbildung als Augeoptiker. Ich habe in der Gefängnisarbeit ehrenamtlich mitgearbeitet, mit entlassenen jugendlichen Straftätern, an so einer WG gewohnt, mit Leuten, die drogesüchtig waren, gehandelt haben, Mörder, alles mögliche, Menschen, die irgendwo von ihrem Lebensweg abgedriftet sind. Und während dieser Phase habe ich mehrmals so erleben müssen, wie mein eigenes Lebensbild auch mit gesprengt wird. Ich bin regelmäßig ins Gefängnis gefahren, habe mit Menschen zusammengesessen, die wirklich einen komplett anderen Lebensweg hatten. Man muss sie nicht nur einlassen, sondern in ihre Lebenswelt ein Stück hineintauchen. Wie hat sich das angefühlt? Sehr, sehr unsicher am Anfang und komisch ein bisschen, weil ja, man muss das lernen und merke, ja, das alles, was bisher so mir Halt gegeben hat im Denken, das funktioniert da nicht. Und dann sich darauf einlassen und sagen, Gott, hey, ich möchte wirklich jetzt möchte Menschen dienen, mit denen unterwegs sein. Und dann die Phase da drin, wo ich dann auf einmal gespürt habe, ich möchte vollzeitlich machen, ich möchte wirklich in so eine pastorale Arbeit einsteigen. Ich möchte nochmal studieren, ich möchte nochmal einen Neustart machen und dann in die Schweiz zu gehen. Das hat meinen Lebensrahmen, meinen Denkrahmen verändert. Und zweites, in dieser Ausbildung habe ich auf einmal eine Entdeckung gemacht über Kirche. Kirche war für mich bis dahin immer so ein bisschen Ort, ja, da geht man hin und so, auch wie ich mich entschieden hatte, Jesus nachzufolgen, so, ja, und so weiter, geht so. Aber während dieser Ausbildung, der theologischen Ausbildung, habe ich wirklich gemerkt, Kirche ist wirklich Hoffnung in dieser Welt. Das ist Gottes Idee, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Werkzeug in dieser Welt, einen Unterschied zu machen. Und dann habe ich mich entschieden dazu, wirklich Gemeinde zu bauen, Kirche zu bauen und mich wirklich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und das hat nochmals meinen Lebensrahmen und Denkrahmen, weil was ich mir vorgestellt hatte, nochmal verändert. Weil ich hatte nicht vor, irgendwann Kirchen zu gründen oder Kirchen zu leiten. Überhaupt nicht auf meinem Schirm. Und das hat Gott mehrmals mich an Grenzen geführt, wo auch meine Vorstellung vom Leben, wie ich mir das dachte, mehrmals gesprengt hat. Ja. Und dann hat sich ein anderer Rahmen entwickelt, oder? Du hast dann das Bild gebraucht vom grossen Rahmen. Ja. Das muss ich jetzt mal so zeigen. Es ist trotzdem noch ein Rahmen. Du bist nicht einfach irgendwo im Nirgendwo. Und du hast doch noch einen Rahmen, aber es ist grösser. Eben. Es passt jetzt so zum Beispiel nicht mal in unser Bild rein, oder? Wie hast du das erlebt? Du bist jetzt schon einige Jahre auch in diesem Rahmen unterwegs. Ist der Rahmen immer gleich gross gewesen? Hat sich der verändert? Wie hast du das ganz persönlich erlebt? Jetzt auch, also ich finde es vor allem auch spannend, oder? Weil du redest jetzt nicht von 2 Jahren, wenn ich dir zuhöre, was du für eine Geschichte erzählst. Wie hast du das in den letzten Jahrzehnten auch erlebt? Ja, das ist gut ausgedrückt. Das ist immer noch ein Rahmen. Es ist nicht einfach komplett Freelancing, überhaupt null mehr Begrenzungen beziehungsweise auch Stabilität. Ich finde, weil ich in den Jahren wirklich als Erweiterung im Rahmen immer wieder erlebt habe, dass wenn ich an Situationen gestoßen bin, wo ich nicht weiter konnte, dass Gott tatsächlich auch meine Fähigkeiten erweitert hat, mein Land ein Stück erweitert hat, ich auch neue Fähigkeiten lernen durfte. Wo hast du das erlebt? Ganz konkret? Kommt dir da etwas in den Sinn, so spontan? Ja, sicherlich eine Sache ist im Seelsorgerlichen, im Gespräch mit Menschen,
hatte ich wirklich auch neue Dimensionen kennengelernt, wo Gott mir gezeigt hat, auf übernatürliche Weise kann ich Menschen auch heilen, gesund machen, wo ich jetzt in dieser Phase, in der Gefängnisarbeit damals eher nicht für möglich hielt, dass das überhaupt denkbar wäre, dass Gott auf die Art und Weise wirkt. Da ist mein Rahmen gesprengt worden nochmal und erweitert worden. Mir gezeigt, aber auch ein Rahmen, dass manche Dinge ich auch nicht so gut kann. Dass ich manche Dinge auch sein lassen muss und sage, nee, das ist jetzt nicht unbedingt eine Berufung, dieses und jenes zu machen. Ich habe mal eine Zeit lang Worship gemacht. Wir warten immer noch auf die Videos. Genau, aber ich glaube, das ist nicht meine Berufung. Ich singe mit, aber ich kann Gitarre spielen und Tenorhorn sogar. Evangelisiert, Leute angesprochen, Leute eingeladen. Aber ich merke, das ist jetzt nicht meine Kernbegabung. Aber ich mache das gern. Aber das ist nicht meine absolute Kernbegabung. Und da habe ich auch gemerkt, es gibt einen Rahmen. Eine andere Stabilität in dem Rahmen. Durch all die Jahrzehnte sind sicherlich Freunde gewesen, die mit in dem Rahmen drin waren oder einen Teil von dem Rahmen auch ausgemacht haben und mir manchmal auch gesagt haben, hey, das ist ein Rahmen, du sollst nicht darüber hinausgehen. Also deren Rat ich befolgt habe. Ich gesagt habe, hey, nein, das gehört auch zu meinem Lebensrahmen, dass andere in mich hineinreden können, in unseren Lebensrahmen hineinreden können. So ein paar Hinweise auf den Rahmen. Sehr spannend. Sehr spannend. Gott erweitert es, Gott ist dabei und trotzdem bleibt es noch ein Rahmen, wo einem auch irgendwo Halt gibt und Sicherheit gibt, wo man sich drin kann bewegen kann, mit ihm. Im Vertrauen darauf, dass er es immer wieder grösser macht als persönliche Erfahrung. Und immer wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man so die Ränder von seinem Rahmen entdeckt, oder? Merkt man, dass es doch ein beweglicher Rahmen ist, der sich einmal vergrößert. Ja, genau. Er ist dynamisch. Er ist nicht statisch. Wirklich ein dynamischer Rahmen in unserem Leben. Ja. Hey, ich würde dich gerne zum Abschluss von dieser Celebration darum bitten, dass du noch betest. Und zwar für die Menschen, die jetzt gerade da sind und wo das Bild jetzt gerade tief gegangen ist, entweder von dem gesprengten Rahmen, wo sie vielleicht merken, hey, irgendwie halte ich fest an dem, obwohl ich merke, alle Ecken lassen gehen, oder? Und irgendwie ist es nicht mehr stabil und es hält nicht mehr zusammen, aber irgendwo fehlt mir auch der Mut, mich auf das einzulassen. Und andererseits aber auch noch für die Personen, die sagen, irgendwie, ich habe mich mal auf das eingelassen, aber ich erlebe das nicht mehr, weißt, dass der Rahmen wirklich gross ist. Magst du das noch machen? Ja, mache ich gerne. Und dann beenden wir den Sonntag an diesem Punkt. Und Jesus, wir bitten dich heute an dem zweiten Advent, dass du gerade den Menschen sehr nah bist und ihnen zusprichst, dass auch wenn Dinge kaputt gehen, der Rahmen nicht mehr so ist, wie man sich da vorgestellt hast, dass du ihnen deutlich zusprichst, dass du bei ihnen bist, alle Tage, auch an den Tagen, die jetzt sehr unsicher werden. Und ich bete für all die Leute, die einen tiefen Wunsch im Herzen haben, dass ihr Lebensrahmen, ihr Gebiet erweitert wird, dass du sie in der nächsten Woche in Situationen hineinstellst, daran erinnerst, dass du ihnen vorausgehst, dass du das Licht auf dem Weg bist, eine Leuchte auf dem Weg, wo manchmal ins Ungewisse führt. Danke, bist du bei ihnen. Ich segne euch im Namen von dem Gott, der uns zusagt, nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. Amen. Amen. Hey, vielen Dank. Hey, so sind wir jetzt fast am Ende von der Celebration angekommen. Ich darf dich nochmal einladen, die Umfrage auszufüllen. Wir blenden den Link nochmal schnell ein. Es geht letzten Endes darum, dass die Online-Church zu deiner Online-Church wird und dass da in dieser Online-Church das passiert, was dir dient, dass du die Celebration so nah wie möglich kannst miterleben. Und so nimmt es uns Wunder, wie bist du dabei, mit wie vielen Leuten und. Das Ganze ist anonym, ist nicht viel Aufwand, ich habe es mal kurz angeschaut und hilft uns aber extrem dabei, ein Bild zu bekommen, was da hinter der Kamera passiert, weil es ist ganz etwas anderes, oder? Wenn wir Gesichter nicht sehen, wenn wir die Reaktionen, die Emotionen nicht mitbekommen. Und da sind wir immer froh, wenn wir Feedback bekommen. Und wie du vielleicht siehst, startet da hinten der Weihnachtsmarkt. Wenn du gerade in der Nähe bist und denkst, ja, jetzt mal irgendwie ein Piadina essen oder ein Glühwein trinken, das würde mich lusten, dann komm vorbei. Du kannst auch heute oben noch vorbeikommen. Es ist zwischen 5 und 7 ist wieder Weihnachtsmarkt. Wir haben auch eine Teststation, falls du kein Zertifikat hast, wo du nachher noch in Celebration kannst gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du teilnehmen kannst. Und so bleibt mir eigentlich nur noch Tschüss sagen. Tschüss, bis nächsten Sonntag. Dann ist der 3. Advent und wir freuen uns, mit dir einen weiteren Sonntag zu erleben. Ciao.